Guten Morgen, auch von meiner Seite. Jetzt ist also das Jahresthema draussen. Agape, Liebe, die wächst. Und da freuen wir uns auf das Jahresthema. Kürzlich haben wir uns in einem Austausch gefragt, wann würde man eigentlich Ende Jahr sagen, es war ein gutes Jahresthema gewesen und wir haben das Ziel irgendwie auch erreicht und es hat sich gelohnt. Ich glaube, es ist dann, wenn jede und jeder von uns kann sagen, dass wir da drin irgendwie haben können Schritt machen können. Wenn wir da drin irgendwie weitergekommen sind und vor allem gewachsen sind. Agape, Liebe, die wächst. Das Bild, das symbolisiert so eine Koralle. Und ich habe unseren Künstler, unseren Grafiker, das Evi Höhin, noch gefragt, hey, was hast du eigentlich genau gemeint? Und er sagt, schau, das ist etwas, das wächst, das sich ausstreckt irgendwie nach Photosynthese, ohne etwas anderes zu verletzen, wo irgendwie geschmeidig ist, was sich in dem Wasser auch bewegen lässt, so in dieser Art und Weise. Es ist unaufdringlich und ich finde, ihm ist das Bild absolut super gelungen so. Bei dem Thema Liebe kommen uns vielleicht verschiedene Sachen in den Sinn. Jetzt auch in dem Clip, wo wir das gesehen haben, vielleicht ist es auch die romantische. Jetzt, was heisst aber Agape? Agape ist Liebe und Gott ist Agape. Vielleicht kann man es so sagen. Wenn wir also verstehen, was es bedeutet, können wir versuchen, so wie es uns gelingt, von ihm her zu denken. Es geht um göttliche Liebe. Vor etwa 2 Monaten ist ein Mann zu mir gekommen, hat das Gespräch gesucht. Es war nicht das erste Mal, aber der Mann, der gekommen ist es schon optisch sichtbar gewesen, er war so richtig schwer beladen gewesen. Er hat ein riesiges Problem mit sich getragen und er ist gekommen. Es ist ein gläubiger Mann. Die Situation hat ihm aber irgendwie einfach den ganzen Fokus genommen, weil ihn das dermaßen irgendwie beschäftigt hat. Und er hat sich auch selbst Vorwürfe gemacht, wie er sich doch jetzt müsste vor Gott irgendwie verhalten und bewegen und er wüsste doch und so weiter. Und ich habe ihm diese Frage gar nicht beantworten. Ich habe ihm dann den Vorschlag gemacht, dass am besten wäre, wenn ja Gott ihm da eine Antwort gibt und habe ihm den Vorschlag gemacht, ich gehe jetzt 10 bis 15 Minuten raus. Das mache ich sonst übrigens nicht für das Gespräch, aber einmal habe ich ihm das vorgeschlagen und er hat sich darauf eingelassen. Ich habe ihm gesagt, hey, erklär Gott nichts. Bete um nichts, bis einfach. Bis einfach so und dann werden wir schauen, ob die Zeit auf irgendeine Art für dich gewinnbringend sein kann oder nicht. Ich bin gegangen und nach einer Viertelstunde zurückgekommen, natürlich selber gespannt, ist irgendetwas gegangen oder nicht? Und ich bin reingekommen, ist da gesessen und dann schaut er mich an, und wenn er so aufschaut, ich habe einfach gemerkt, der Mann ist voll. Er war gefüllt gewesen und hat ihm gesagt, hey, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, so etwas. Ich habe so eine Kraft gespürt, es ist so stark gewesen und er hat einfach gestrahlt. Es war wunderbar gewesen. Und er hat gesagt, es sei wie die Liebe gewesen, die er damals mal erlebt hätte, als er Gott kennengelernt hat. Das sei genau gleich gewesen. Und ich habe so gedacht, das ist so ein Ausdruck von dieser Agape-Liebe. Ein anderer Mann, ein junger Familienvater, der ist ein paar Wochen später gekommen und ich habe mit ihm über das Thema geredet, das ich nachher nochmal aufnehmen möchte. Und mit ihm habe ich dann ein zweites Gespräch gehabt, gerade unmittelbar vor Weihnachten. Und auch er ist gekommen, strahlend, und hat gesagt, das sei ihm jetzt so rein und das sei ihn so positiv beschäftigt und er hat ein anderes Lebensgefühl und auch seine Frau sagt, das sei so richtig spürbar. Also irgendwie ist es auch etwas ganz, ganz Starkes gewesen. Und für mich natürlich sehr schön, habe ich das innerhalb so kurzer Zeit dürfen 2-mal miterleben, wie da Menschen so irgendwie aufblühen tun. Und jetzt soll es aber nicht darum gehen, einfach um gute Gefühle, schön, wenn das passiert, oder um so starke Erlebnisse, sondern um das, was es jetzt geht, soll immer zu uns reden. Ob wir gerade in einem Höch sind oder eben auch, wenn wir in einer schwierigen Phase sind, wie auch immer unser Leben gerade aussieht. Und zwar befassen wir uns heute mit einem Gebot. Ihr habt richtig gehört, mit einem Gebot. Und Gebot, das tönt doch in unserer modernen, individualistischen Gesellschaft doch so richtig anmächelig, oder? Gebot, das ist das, wo man darauf wartet. Ja, es kommt dann uns beim Wort Gebot überhaupt in den Sinn. Vielleicht irgendwie, oh jetzt kommt es, jetzt. Oder es kommt uns Verbot in den Sinn. Oder irgendwie wird es eng bei Gebot. Oder schwer, irgend so etwas.
Wir kennen einige Gebote, zum Beispiel aus dem Strassenverkehrsamt, wenn es um die Vorfahrt geht, Vorfahrt gewähren ist so eins. Vor allem gerade das Gebotsschild da hinten beim Bühneneingang entdeckt. So wegen Essen und so im Background, das ist auch ein Gebot. Oder wir sehen vielleicht mit dem Thema Gebot so von unserem geistigen Auge so einen Mahnfinger, oder? Oder vielleicht erinnern wir uns an irgendeine Person, die sich berufen gefühlt hat, uns irgendeinen Appell weiterzugeben, wo wir nicht darauf gewartet haben. Das können so Formen von Gebot sein. Es gibt eine Definition, in Wikipedia habe ich die gefunden. Da heißt es, das menschliche Verhalten besteht aus Handeln, Dulden und Unterlassen. Nicht jedes Verhalten ist dabei gesellschaftlich erwünscht. Daher kommt den Gesetzen die Aufgabe zu, die Gesellschaft durch Gebote, Verbote, Erlaubnisse und Ermächtigungen zu steuern. Gebote sollen dabei ein bestimmtes Verhalten erzwingen. Das klingt jetzt wirklich schön, das Erzwingen beim Gebot, oder? Das ist anmächtig. Stellen wir uns vor, du würdest heute gefragt, ein Gebot, das du wichtig fändest, für deine Kirche zu formulieren. Da, wo du jetzt gerade bist. Vielleicht hättest du da ganz gute Ideen und würdest sagen, komm regelmäßig in den Gottesdienst. Zahl regelmäßige Kirchen ein. Lies täglich so und so viel in deiner Bibel. Das ist sehr, sehr wichtig. Und vor allem, schau immer nicht rein, wenn du den anderen anschaust. Das ist jetzt natürlich überspitzt. Und im Kern ist alles auch gar nicht falsch, wenn die Haltung dahinter stimmt. Das würde ich schon sagen. Aber vermutlich wäre man irgendwie noch erfinderisch, was so richtig wäre. Eben so ein sinnvolles Gebot. Jetzt lassen wir aber unsere möglichen Antworten und lassen Jesus reden, was er sagt. Weil er ist von den Schriftgelehrten, er ist von der geistlichen Elite, ist er gefragt worden, Jesus, Rabbi, sag du uns, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Und auch er hat an diesem Punkt die Möglichkeit, jetzt mal so richtig den Tarif durchzugehen, aber es ist anders gekommen als erwartet. Es ist bahnbrechend in den Ohren der Zuhörer und total erfrischend. Jesus sagt also, dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten oder ihr GV-Zähler oder wo wir gerade sind. Hört, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ist das nicht erstaunlich? Das ist kein Gebotsschild, das ist kein Mahnfinger. Es geht um etwas ganz anderes, es geht um Agape. Im Matthäus-Evangelium heisst es an der gleichen Stelle noch, dass dann Jesus noch angefügt hat, indem er gesagt hat, und in diesem Gebot erfüllen sich alle anderen Gebote auch. Und wenn man darüber anfängt nachzudenken, dann merkt man auch, warum er das so gemeint hat. Also, wir halten fest, wir reden jetzt also nicht von irgendeinem Gebot, sondern wir reden vom wichtigsten Gebot, verkündet durch Jesus Christus. Schauen wir uns das einmal ein bisschen neuer an. Ich habe jetzt hier ein Männchen mitgenommen, es könnte aber auch eine Frau sein, es spielt keine Rolle. Versuch doch, dich in diese Situation zu setzen, dass jetzt du die Person bist, um die es jetzt geht. Wenn gerade eins weitergehen und jetzt zu dem Gebot gehen. Ich habe es versucht darzustellen mit dieser Symbolik. Da heisst es also, das sagt Jesus uns, lieb Gott. Das ist in dieser Krone dargestellt. Lieb Gott. Mit ganzer Hingabe, mit ganzem Herz, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft. Und dann sagt er, lieb dich selber. Er sagt, lieb den Nächsten wie dich selber. Aber eigentlich heisst es von der Reihenfolge, wir sollen uns lieben, damit wir überhaupt den Nächsten so fest wie uns selber auch lieben können. Das sind die 3 Ebenen, die er da sagt.
Es geht in dem Ganzen hinein um nichts anderes in dem Gebot als 3-mal um Liebe und 3-mal um Beziehung. Um nichts anderes. Und das Ganze ist auch nicht einfach eine Erfindung von Jesus, weil bereits Gott hat in den Mosebüchern schon darüber geredet und hat ebenfalls gesagt, das ist das wichtigste Gebot. Er hat das so zusammengefasst. Ich habe mich gefragt, warum ist das überhaupt Jesus jetzt so wichtig, das Gebot? Beziehungsweise, was steckt da dahinter? Und ich möchte gerne ein paar von meinen Gedanken weitergeben, im Wissen, sie werden nicht vollständig sein. Warum will also Gott, dass ich ihn liebe? Wenn wir Kinder haben, dann lieben wir sie. Selbst dann, wenn sie nicht immer so tun, wie wir gerne wollen. Sie sind einfach geliebt. Und selbstverständlich wünschen wir uns auch, dass die Kinder auch uns lieben. Auch dann, wenn sie älter werden, dass irgendwie die Liebe kann bestehen bleiben. Das gilt nicht nur gegenüber dem Kind, das gilt auch sonst gegenüber einer Person, die man liebt. Das ist der Wunsch, dass es irgendwie auch retour kommt. Man kann es aber nicht einfordern, man kann es nicht erzwingen. Jetzt können wir also sagen, wenn Gott wette, dass wir ihn lieben, ist da dahinter der starke Wunsch, weil er uns so fest liebt. Man könnte das vielleicht so darstellen, mit einem viel, viel grösseren Pfeil. Wir lesen das ja auch so. Das heisst, Gott hat uns zuerst geliebt. Also weil er uns so gewaltig liebt, so fest liebt, wünscht er, dass wir ihn lieben. Und jetzt heisst es aber nicht, wir sollen ihn ein bisschen lieben, gerade wenn wir Zeit haben. Weil es heisst, wir sollen das von ganzem Herzen tun, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft. Vielleicht könnte man es so sagen, mit allen Ressourcen, die uns letztendlich ausmachen. So fest sollen wir ihn lieben. Er möchte gern unser exklusive Nummer 1 sein in unserem Leben. Warum? Weil er uns so fest liebt. Und wenn wir da drin sind, dann erfahren wir auch seine Liebe. Warum möchte Jesus, dass wir uns selber lieben? Warum ist das eigentlich so? Ich habe schon oft Erfahrung gemacht, dass den Christen das gar nicht immer so ring fällt. Aus 2 Gründen nicht. Vielleicht sagt man, ja klar, Gott lieben ist ja logisch. Und der Nächste auch, aber selber bin ich ja bescheiden. Das könnte so eine Antwort sein. Oder es fällt einem schwer, sich selber zu lieben oder sich anzunehmen, weil man das Gefühl hat, man sei es nicht wert. Ich kenne so Geschichten, wo das der Fall ist. Und beides ist falsch. Weil Jesus sagt uns etwas anderes im Gebot. Er sagt uns, lieb dich, mach's. Warum? Irgendwie wäre es ja komisch, wenn er uns liebt und sagen würde, du selber, du darfst dich nicht annehmen, du darfst dich nicht lieben. Das würde keinen Sinn machen. Wir sollen uns also lieben. Und das hat nichts mit irgendwie Narzissmus zu tun oder mit Egoismus, wo es darum geht, Hauptsache ich und der Rest auf dieser Welt interessiert mich eigentlich nicht mehr. Das ist natürlich nicht gemeint, das ist eine gesunde Liebe gemeint. Und das beinhaltet auch die Annahme von sich selber. Ich habe schon so starke Selbstablehnung erlebt, dass es in einen total destruktiven Lifestyle hineingeführt hat. Du darfst dich also annehmen. Du darfst dir gut schauen. Zum Beispiel genug erholen. Oder deinen Interessen nachgehen und was da alles dazu gehört. Burnout ist übrigens auch keine Erfindung vom Himmel. In Gesprächen mit Führungspersonen habe ich schon oft Erstaunliches da erleben. Irgendwie äußerlich in der Firma ist zwar alles gut gelaufen, aber innerlich habe ich erlebt, wie Menschen haarscharf an dem Burnout vorbeigeschrammt sind oder sogar drin gelandet sind. Und beinahe wäre auch alles andere noch schier der Bach ab. Das ist das berühmte Hamsterrad, das Erbarmungslose. Und soweit haben unterschiedliche schlechte Motive geführt, warum sie so fest gekrampft haben. Zum Beispiel zum die Unersetzlichkeit zu beweisen. Oder zum das Prestige irgendwie zu erhalten. Oder vielleicht auch wegen Angst um den eigenen Arbeitsplatz. Oder um einfach zu genügen. Aber unsere Berufung ist nicht zu genügen, sondern zu sein, wie wir sind und uns so konstruktiv einzubringen. Mit dem, was wir haben, mit dem, was wir nicht haben, mit dem, was wir können und mit dem, was wir nicht können. So wie es ist. Und bei Gott langt das immer.
Das lesen wir auch in diesen Lebensgeschichten in der Bibel. Es hat immer gelangt, wie die Menschen sind. Wir dürfen uns also annehmen, das entlastet. Und dann war es immer schön auch, wenn man gemerkt hat, wenn sich die Haltung angefangen hat zu verändern, wie sich das positiv ausgewirkt hat, eben nicht nur auf den Job, sondern auch auf andere Lebensbereiche. Es ist ein grosses Thema, das sich selber lieben. Eben auch darum oder dann, wenn dir eine Stimme sagt, oder dass du dir selber sagst oder eine andere Person sagst, dass du dich gar nicht lieben darfst, weil du es nicht wert bist. Weil du es angeblich nicht wert bist und es nicht verdient hast. Und Jesus sagt da etwas anderes rein. Du darfst und sollst dich lieben. Gott möchte dich heil machen. Das sind seine Worte. In der Seelsorge haben wir es manchmal erleben, wenn dann da drin etwas gegangen ist, eine Selbstannahme, und man gleichzeitig können beobachten, vielleicht auch ein total verspanntes Gottesbild entspannt worden ist. Jetzt, warum möchte Jesus, dass wir auch noch den Nächsten lieben? Nächste Liebe. Es ist sicher von der Ausgangslage her so, wenn wir Gott lieben und den Nächsten können lieben, dann fällt es uns vermutlich ringer, so eine liebevollere und eine grosszügigere Sicht gegenüber dem Nächsten zu entwickeln. Manchmal ist das auch ein Prozess, bis es so weit gereift ist. Jetzt Hand aufs Herz. Manchmal ist ja das wirklich schwierig und eine gewaltige Herausforderung, den Nächsten zu lieben. Oder nicht? Ja, habe ich gehört, bin die Frau. Und gleichzeitig wissen wir ja eigentlich schon, wenn wir jetzt den Nächsten zum Beispiel hassen oder uns enormst an ihm nerven, wir vor allem einer Person schaden. Das sind wir selber. Eigentlich wüssten wir es. Und wir merken, dass wenn wir das eben machen, ungut über jemanden denken, dass das uns selber auch keinen Frieden gibt. Vielleicht muss man manchmal auch etwas mit einer Person klären, hingehen und bereden, damit das wieder erledigt ist. Wir sind da schon herausgefordert, da einen Schritt zu machen, uns immer wieder zu hinterfragen, wo wir stehen, mit der Sicht und dem Blick auf die Leute, die uns eben um uns herum sind, die näher sind. In dem Thema geht es aber natürlich nicht nur jetzt irgendwie um Konflikte oder schwierige Situationen, sondern ganz grundsätzlich um Nächstenliebe. Wenn wir in den Nächsten investieren, wenn wir ihn lieben, wenn wir ihm helfen, wenn wir uns kümmern, dann merken wir ja selber auch, da kommt im Normalfall, da kommt etwas retour, wir werden selber auch beschenkt. Ich kenne wirklich viele, viele Leute, die sich in andere Menschen verschenken, in ganz verschiedenen Bereichen, zum Beispiel auch in Leute, die schwer haben, in unserer Gesellschaft Fuß zu fassen, da in der Schweiz, oder die da Fuß gefasst haben und plötzlich sind sie irgendwie so am Rand der Gesellschaft und dort erlebt man das. Es kommt sehr, sehr viel retour. Aber letztendlich gilt das für jeden Bereich. Das gilt für unsere Familie, das gilt für unseren Job, das gilt für unsere Nachbarn und vielleicht mit dieser absolut unbekannten Person, die wir noch nie gesehen haben und die uns über den Weg läuft und wir merken, da haben wir eine Aufgabe. Heute Morgen hat mir gerade jemand aus dem Team so eine Geschichte erzählt, dass er es gestern so gemacht hat. Das sieht schön aus. Es gibt aber auch Störungen. Wenn so Beziehungen unterbrochen sind, dann macht das schon auch etwas mit uns. Es wird irgendwie schwer. Ob es jetzt eine Beziehung ist oder zwei oder sogar drei, es macht etwas. Und darum wollen wir da auch wieder zurückgehen und bei dem bleiben. Bei dieser Einladung von Jesus, von dieser Agape-Liebe. Und er sagt, hey, bewegen wir uns doch in dem hinein. Und vergessen wir nicht, seine grosse, grosse, starke Liebe, die war zuerst gewesen, bevor wir überhaupt irgendetwas gemacht haben. Beziehungspflege braucht Zeit. Das wissen wir alle. Wir sind es uns bewusst und das heisst aber noch lange nicht, dass wir uns die wertvolle Zeit auch nehmen. Und wir können uns das mal überlegen, wie wir mit dem umgehen wollen. Ich bin ziemlich sicher, dass die Seelsorgerinnen und Seelsorger von der GVC sich ein Schmunzeln nicht haben verkneifen können, weil sie haben das kennt. Wir versuchen in der Seelsorge genau in diesen Bereichen mit den ratsuchenden Menschen Schritt zu machen, wenn da eben irgendetwas unterbrochen ist, etwas schwierig ist, dass wir dort drin können wachsen
und den Menschen helfen können, dass sie eben die Schritte machen können, sei es im Privatleben oder im Geschäftsleben, wo auch immer. Und selber merkt man natürlich dabei auch, man wird nie fertig damit. Man kann darin immer weitergehen. Ich bin mir sicher, mit dem Thema Agape, Liebe, die wächst, wird es uns in diesem Jahr garantiert nicht langweilig. Wir haben heute erst ganz wenig ein bisschen an der Oberfläche gekratzt gehabt. Und es gibt noch ganz, ganz viele Schichten zum Entdecken, jetzt während dem Jahr. Nochmal die Antwort auf die Frage, ja, was muss passieren, dass das Jahresthema für uns hilfreich wird. Ich glaube, es ist dann, wenn wir wachsen können. Dann, wenn wir da drin weiterkommen. Und genau das Wachstum, das wünsche ich dir. Und ich wünsche es auch mir. Lassen wir uns auf die Einladung von Jesus ein und schauen, was er mit uns und mit unserem Umfeld machen wette. Amen. Der Dani Hösli, mein Co-Pastor aus Bassersdorf, er wird uns jetzt segnen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für all das, was wir bis jetzt in der GVC-Bewegung erleben dürfen. Für die Liebe, die wir immer wieder spüren dürfen. Zu dir, zu anderen und zu uns. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass das Jahresthema uns nochmal treffen und begleiten und ganz Neues in uns hineinwecken. Ich bitte dich für jede einzelne Kirche, dass sie gesegnet sein und dass sie deinen Herzschlag spüren. Dass die Liebe wachsen und dass wir erleben, wie du wirken tust. Wenn wir nochmal ganz neu von dir und drei einen Gott erfüllt werden und dass uns die Fülle parat macht für andere Menschen. Amen. Und jetzt haben wir uns ausgeklinkt.